Servus, grüß euch und habe die Ehre. Heute begrüße ich euch zu einem neuen Division 2 Video und heute ist eigentlich nicht ein Bild, sondern mehrere in einem, weil ich mir ehrlich gesagt für mich persönlich für eins entschieden habe, aber ich glaube, es geht erstens härter und zweitens besser, mit mehr Schaden, aber du fällst halt dann brutal um. So, dann würde ich jetzt mal sagen, packen wir es und schauen wir uns die Gaudi an. Es ist meiner Ansicht ein Meta-Bild. Das habe ich auch oben in die Beschreibung eingeschrieben. Also da ich sagen, packen wir es. So, und jetzt da mal sagen, schauen wir uns das Beutel an. Ich mache es heute mal ganz unkompliziert und erkläre das einfach einmal so, ohne groß Nummern anschneiden. Das ist das erste Bild, was ich mir so angedacht habe. Mit dem habe ich auch gespielt im Gameplay und mit einem zweiten. Das eine, das glaube ich ist eher was für Gruppe, weil man relativ viel rote Dinge drin hat und nur zwei blaue. Das schaut halt nicht so viel aus, aber ich denke, die Kombination ist eins von meinen Lieblingen, ehrlich gesagt. Also spielen wir mit der Bighorn. Die Bighorn ist ein ganz geiles Teil. Es hat nämlich wenn du durchs Visier schaust, hast du einen Scharfschützen, ja, und wenn du normal schießt, hast du ein Sturmgewehr. Das nehme ich her für, sag jetzt mal, lange Distanz und kurze Distanz, weil in der mittleren Distanz haut es die meistens weg, weil da schießt er dann selber die Rüstung weg, wenn der Modifier von den anderen aktiv ist. Die zweite Waffe wäre dann die Grille. Die Grille hat eben das Talent drauf, perfekter Präzisionsangriff, das heißt, alles was mehr als 20 Meter weit weg ist, haut es nur besser drauf, ja. Und ich habe tatsächlich auch den Modifier aktiv gehabt im Gameplay und der hat das passive Talent lange Reichweite. Ja, das heißt, auch wieder alles, was viel weiter weg ist, gibt es noch mehr extra Bonusschaden und das kennst du dann schon auch. Alles, was weiter weg ist, versuche ich mit LMG zum Spielen. Alles, was näher herkommt, versuche ich mit Schild und der Bighorn zum Spielen, die wo von Haus aus schon brutal gut ist. Und dann brauchst du für das Set 4 Teile Dilemma und alles auf Rot und alles auf Chance auf kritische Treffer dran. Du musst schauen, dass mit den Werten ungefähr, man sollte auf 60 hinkommen, aber über 50 sollte man unbedingt haben. Ich bin nicht ganz so hingekommen, weil die Sachen noch nicht so gut gerollt sind. Ist aber jetzt auch mal wurscht. Also über 50 und annähernd 60 erreichen, damit das Vernichten da auch richtig greift. Ja? Kritische Treffer erhöhen den Waffenschaden für 10 Sekunden um 1%, kann bis 20 Mal gestapelt werden, das heißt 20% mehr Waffenschaden, wenn man auf die Gegner einfach nur schießt. Dann habe ich die Palisade drin, Palisade deswegen, weil wegen Rüstungsrückgewinnung, weil ich triff dann doch oft einmal nicht so viel und ich gehe aber auf Nummer sicher, deswegen haben da auch 2 blaue drin. Du kannst natürlich auch alles auf Rot dran und da ein Walker and Harris oder Ferris Group oder für LMG Spezialisierung, Petrov Defense Group eine da, so, jetzt hätte ich das bald nicht mehr gewusst. Dann kannst du natürlich für deine Lieblingswaffe spezialisieren. Geht auch mit der Pestilenz zum Spielen. Geht eigentlich mit jeder Waffe. Pestilenz ist auch ganz interessant mit dem Bild, ja. Weil Pestilenz haben es auch gebufft, da hat mehr Schusswiederholung, du machst jetzt auch mit der Pestilenz mehr Schaden. Nicht nur über die Ticks, sondern auch Waffenschaden ist enorm. So, dann haben wir drin da die Centurios-Scheide. Die Centurios-Scheide ist mein Liebling geworden, weil man nur durch das Wechseln von der Waffe die Feuerrate und Waffenschaden erhöht, das Magazin und das Nachladetempo erhöht. Da ich LMG-Spieler bin und natürlich 50% Nachladetempo kriege, ist das für mich sehr interessant und deswegen die ist auch nicht gescheit gerollt. Ja. Ich habe es tatsächlich einmal umrollen versucht, ob ich da statt Waffenhandling was anderes drauf kriege. Ist tatsächlich nicht der Fall gewesen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob das geht. Aber ich glaube, dass man gerade wieder das letzte Attribut unten eher rollen kann. Oder es geht gar nicht. Wie gesagt, ich habe es 3-4 Mal probiert. Ich habe immer das gleiche gekriegt. Ich denke, entweder ist es ein Bug oder es ist so gewollt. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, belehrt es mir eines Besseren. Schreibt es mir seine in die Kommentare. Dann kenne ich mich auch endlich einmal aus. So, das zweite Bild, was ich gespielt habe, wo es auch mein eigentliches Favorit für Solo-Spielen wäre, das war einfach wieder mit Memento. Also Memento-Rucksack, weil der Memento ist einfach stark und bleibt stark und wird es auch nie was Stärkeres geben, als wie den depperten Rucksack da. Der Dilemma, nochmal zurück, der Dilemma-Rucksack gibt er bei jedem zusätzlichen markierten Ziel 112% mehr Schaden auf die zusätzlich markierten Ziele. Ist auch enorm, ja.
Du hast aber dann da beim Memento den Vorteil, dass du nochmal 3 Kernattribute hast und von den 3 Kernattributen gehen nochmal 2 aufs Schild. Das heißt, wenn wir 1, 2, 3, 4, unser Schild ist auf Rang 4, holt einiges mehr aus. Du kriegst durch die Trophäen Bonusrüstung und mehr Schaden, 30 gesammelt, die halten dann mit dem Buff 5 Minuten. Dann machst 5 Minuten extrem mehr Schaden. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, ich glaube 30%, wo du mehr Schaden machst, haut es mich tot. Aber ich glaube schon. 30%, wenn alles aufbaut ist, hast 30% mehr Schaden. Hast von den Fertigkeiten eine Fertigkeiten-Effizienz, die sich erhöht, dann bietet sich vielleicht auch an, mit der Drohne hier zum Spielen, aber da es mir halt oft auf die Schnauzen haut, weil übersehen hinter mir steht einer umgefallen, brauche ich einen Wiederbeleber. Ja, also wie gesagt, es ist alles auf meine Spielweise ausgelegt, aber es hat ja nicht gezwungen, das genau so zum Nachspielen, aber ich möchte halt sagen, dass das Set, das Dilemma-Set, extrem stark geworden ist. Also, weiß auch nicht, habe ich es voll übersehen oder ist es bufft worden? Also, ich glaube schon. Haben sie ein wenig in Tee gezogen, das Ganze. So, das war es dann eigentlich gewesen von meiner Seite. Ich habe gespielt mit dem Modifier, habe ich schon gesagt. Richtschütze habe ich drin, wegen Rüstungsrückgewinnung etc. Dann habe ich eine Pistole habe ich noch drin, ja, die nehme ich nicht so oft her. Habe ich immer am Vollstrecker drin, weil man dann noch mit zusätzlich Chance auf kritische Treffer und Schaden durch kritische Treffer 30% erhöhen könnte, wenn man es drauf hat. Ja. Wo es jetzt bei der Centurios-Scheide wichtig ist, Handwaffen zählt nicht mit zum Umschalten von den Buffs. Gell? Da musst du zwischen Hauptwaffe, Primärwaffe und Spezialisierungswaffe kannst damit einbinden. Durch das kannst du den Wechsel so beeinflussen, dass du das höhere Magazin auf deiner Waffen hast, wo du möchtest. Ja? Ich versuche das jetzt einmal da zum Demonstrieren, wenn man das jetzt da so... Ah, scheiße, muss ich es erst einmal reinlegen. Was redet er denn wieder? So, Centurios Scheide noch mal eine. So, das wird so funktionieren. Jetzt müssen wir einmal wechseln. So. Ratation. Dann haben wir einmal, das ist jetzt erhöhte Feuerrate, soweit ich mitgekriegt habe. Und Nachladetempo. Und jetzt sollten wir 375 Kugeln haben, genau. Also hat er das Nachladetempo und mehr Magazin hat er jetzt da rein da. Ja. Das ist natürlich auf leicht gestellt, das ist zum Demonstrieren auch ein wenig deppert. Sollte man es einmal auf schwer oder auf sehr schwer stellen. Ja, genau. So, die haben jetzt natürlich den Modifier nicht drauf. Also du kannst hier rotzen, wie du lustig bist. Weil da passiert nichts, ja. Aber wenn da die Buff, hast du das gesehen, wenn sich das aufbaut, dann rotzt es ja weg wie nichts. Ja, ist natürlich recht lustig. So, dann gehen wir auf das zweite. Das ist meine lustige Waffen da. So, und da haut es dann auch weg. Da hast du halt dann weniger Waffenschaden, aber dafür mehr Schuss drin. Ja. Und da kannst du eigentlich, wie soll ich sagen, draufdrücken, zum Kaffeetrinker gehen und dann einfach einmal abwarten. Ja. Also ich finde das schon recht stark, das Ding. Was auch lustig ist, wenn du jetzt zurückgehst, so, machst du da wieder deinen Affen mit der Pickhörnchen und dann schaltest du wieder aufs LMG. Habt ihr das jetzt gesehen? Dann wird das LMG vollgeladen und hat wieder die 375 Schuss drin, obwohl ich es runtergeschossen habe bis auf 80 Bullets. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant zum Wissen. Also schau, jetzt hat Oberschießen. So, gehen wir zurück. Und gehen wir wieder Vierer. Zack, hat es wieder aufgefällt. Und wenn du das richtig timest, brauchst du beim LMG nicht nachladen. Und das scheint mir auch ein verstecktes Feature zu sein. So, soweit demonstriert. Wie gesagt, das ist das erste Set. Ganz lustig. Das zweite Set ist das mit dem Memento. Also praktisch so rum. Die zwei darf jetzt ich empfehlen, ja, zum Spielen. Kannst natürlich mit 1000 verschiedene Sachen kombinieren. Ja. Und wie gesagt, stärker geht es auch noch. Da hat die ganzen Blauer außer oder da hat andere Westen eine. Ich spiele halt voll Open World und ich muss da wenig auf Stabilität auch aufpassen. Und mit dem Modifier bin ich auch noch nicht so ganz fit. Da ist aber geschaut, ich habe ein bisschen mehr dabei von Rüstung her. Na, selbst mit Rüstungsrückgewinnung, ja. Dass ich nicht ständig auf der Schnauze liege, ja. Ich habe es tatsächlich auch probiert, legendär zum Spielen mit dem Bild. Hat tatsächlich auch hingehauen. Aber da mir die Übung gefällt, habe ich von
Was war das? Area, glaube ich. Ja, genau. Arena habe ich halt probiert, ja. Und da habe ich die erste Stück habe ich locker geschafft. Und beim zweiten hat es mir dann zerlegt, aber da geht man halt einfach die Übung ab. Also ich sage jetzt einmal ganz vorsichtig, wenn man ein bisschen mehr Blau rein tut, dann kann man das sehr gut auf legendär sogar auch spielen. Aber wie gesagt, habe ich nicht probiert, ich habe es einfach mit der anderen Variante, mit der Centurios-Scheide und Dilemma-Rucksack auf legendär probiert. Wenn einer da pausenlos spielt und mehr Stunden drauf hat oder besseres Können hat wie, könnte es vielleicht für den auch interessant sein. Also in dem Sinne, lasst mir ein Abo oder Like da, wenn euch das Bild gefallen hat. Heute mal ganz anders, ohne recht großes Umeinanderschneiden. Wird schon auch mal passen. Ich sage euch beim nächsten Mal Servus. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Gameplay auf die Augen. Und ich würde sagen, viel Spaß damit. Ihr seht in dem Gameplay, wie ich gespielt habe, wie man es spielen sollte. Man sieht auch den Schaden bis zu 2 Millionen pro Schuss mit der Bighorn zum Beispiel. Jetzt da gerade eben, wenn natürlich dann alles passt, dann muss das 6 alles aufgebaut sein. Der Modifier muss greifen etc. Ja, dann kommst du auf den Schaden hin und das ist auch recht lustig. Ich habe meinen Soundtrack natürlich wieder drunter gelegt für den einen oder anderen, dem das gefällt. Scrollt ein wenig hin und her. Ich habe alles jetzt, was ich vorhin habe, versucht zu erklären. Ja. Habe ich jetzt im Gameplay auch mit drin. Darum ist das Ding auch ein bisschen länger geworden. Sucht euch die richtige Stelle, wenn es euch irgendwas genaues interessiert oder wie es zum Spielen ist. Und in dem Fall, ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Feldwulzen live auf YouTube. Also sprich in meinen Chat. Da mich freuen drüber. Rege Beteiligung motiviert natürlich aber recht stark, ja? Um das Ding weiter zu rocken. Aber wie gesagt, ich mache weiter, ich gebe nicht auf. Und für den einen oder anderen ist es echt vielleicht. Ja. Man sieht halt, ich bin nicht perfekt, ich bin einfach nur ein Spieler und versuche euch die Sachen, das eine oder andere ein bisschen näher zu bringen. Wenn ihr Fragen oder irgendwas habt, ja, schreibt es in die Kommentare oder besucht es mir auf dem Discord. Die ganzen Links, die sind alle im YouTube-Kanal. Also dann, viel Spaß noch dabei und Servus, bis zum nächsten Mal. Am besten gehen Sie über die Rampe in die Tiefgarage. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Agent am Boden. Versteckt euch gut, der Agent kommt mit Cowboy-Mut auf der Jagd durch die Schatten. DTs neue Welle, jede Kugel trifft hart, jeder Schuss eine Schelle. Agent auf der Jagd, der Cowboy ist hier. Wer sich ihm stellt, verliert sein Revier. Barbarian Maniacs gemeinsam so stark. Heute heißt sie, wir setzen die Mark. Alles im Visier, auf der Suche nach Beute, wir lassen nichts hier. Die Gegner verstecken sich, doch keiner entkommt. Der Agent ist bereit und er hält sich prompt. Aginas und Rikas, denkt ihr seid stark, doch wir holen euch runter, bis nichts mehr mag. Bavarian Maniacs, wir machen euch klein. Der Agent auf der Jagd, hier gibt's keinen Schein. Agent auf der Jagd, der Cowboy ist hier. Wer sich ihm stellt, verliert sein Revier. Barbarian Maniacs, gemeinsam so stark. Heute heißt Sieg, wir setzen die
wir, Barbarian Maniacs, gemeinsam so stark. Heute heißt sie, wir setzen die Mark. Munition der True Sons entdeckt. Wir müssen herausfinden, was Sie hier tun. Suchen Sie nach den entsprechenden Informationen. Doch was soll's, die Stadt gehört ihr und das ist Gold. Nur ein Job, Anscheinend nehmen nur Sie ein alles, was Sie Ziel, finden können nichts und zu wissen schwer. Das ist ziemlich clever. Ein Agent im Büro, die Straßen leer. Kugeln fliegen, doch ich bleib cool, hier mach ich die Regeln. Das ist mein Markieren Sie alles Nützliche und ich schicke dann ein Bergungsteam. Und was zu gefährlich ist, wird in die Luft gejagt. Ein Schuss, ein Treffer wie ein alter Trick. Für jeden verbrennen, doch ich geh nicht zurück. DC, du bist meine Tour das Force, den Rest bring ich raus. Kannst du ne Scherz? Routine pur, doch hey, was soll's? Die Stadt bleibt ruhig und das find ich toll. Ein Schwere Verwundung entdeckt. Wie Stein, Retrieve getroffen, so soll es sein. Nur ein Job, nur ein Ziel, nichts zu schwer. Ein Agent im Büro, die Straßen leer. Kugeln fliegen, doch ich bleib cool, hier mach ich die Regeln. Das ist mein Stil. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Agent außer Gefecht. Doch hey, was soll's die Stadt? Das find ich toll, ein Agent im Einsatz. Kühl wie Stein, präzise getroffen, so soll es sein. Nur ein Job, nur ein Ziel, nichts zu Verstärkung der schwer. True Sons trifft ein. Bewegung, wir müssen den nächsten Raum sichern. Die Straßen leer. Wenn sie da genug kaputt gemacht haben. Bewegung, 2 Flure müssen noch gesichert werden. Hier mach ich die Regeln. Das ist mein Spiel. Gegnerisches Das ist Funksignal mein abgefangen. Spiel. Die Division ist hinter mir. Abkürzung durchs Planetarium. Wir müssen die Kampfmittel sichern. Durch das Scope sieht er alles. Der Agent im Stil, wir sehen Barbarian Maniacs. Die präziseste Art. Kein Feind bleibt bestehen. Der Agent ist am Start. Ich ist hier ganz nah. Keiner entkommt. Wer den Agent trifft, der kann nicht davon. Barbarian Maniacs. Präzise wie nie. Der Cowboy im Visier, das ist Symmetrie. Im Visier, dass da keiner entkommt. Wer den Agent trifft, der rennt nicht davon. Barbarian Maniacs. Präzise wie nie. Der Cowboy im Visier, das ist Symmetrie. Schwere Verwundung entdeckt. Schatten im Blick. Hygiene ist versteckt, und keiner entwischt. Das LMD-Raum, sie wird befreit. Der Agent ist genau kein Raum für Verzeihen. Ein Schuss, ein Treffer, das Spiel steht still. DC lebt, das Ziel ist erfüllt. Barbarian Maniacs. Die Stadt wird gejagt. Der Agent nimmt alles, was Gegner plagt. Im Visier ganz nah, keiner entkommt. Wer den Agent trifft, der rennt nicht davon. Barbarian Maniacs, präzise wie nie. Der Cowboy im Visier, das ist Symmetrie. Im Visier ganz nah, keiner entkommt. Wer den Agent trifft, der rennt nicht davon. Barbarian Maniacs, präzise wie nie. Der Cowboy im Visier, das ist Symmetrie.
Rauch, die Ziel wird befreit. Der Agent trifft genau, kann nicht verzeihen. Agent erholen. Schuss, ein Treffer, das Spiel steht still. Polizei legt das Ziel, ist gefüllt von Fire Maniacs. Die Stadt wird gejagt, der Agent nimmt alles, was Gegner sagt. Ganz nah, keiner entkommt. Den Agent trifft, der rennt nicht davon. Fire Maniacs, präzise wie nie. Der Cowboy im Visier, das ist so mit sie. Sitze hier fest! Wir müssen von der Seite aus Reich ist im Hinterhalt, tolle Idee. Doch Gruß zurück, mehr tut's nicht weh. Ein Agent mit Kugeln, Ironie in der Hand. Wer hier denkt, er gewinnt, lebt wohl im Land. Gegner Grüße, scharf und frei. Abschiedsgeschenk, dann ist vorbei. Ein Agent im Einsatz, zynisch und kalt. Keine Rettung hier, ich komme mal bald. Das wird knapp. Ein Schuss von mir, dann sind sie ab. Gibt's sie am Platz für nur einen Plan. Wer ist nicht schnell, steht schon am Rand. Ironie pur, das ist mein Ding. Gegner für Gegner, was für ein Swing. Ich persönlich nur präzise Klarheit. Hier lustig war, eiskalte Wahrheit. Gegner, Grüße, scharf und frei. Ein Abschiedsgeschenk, dann ist vorbei. Ein Agent im Einsatz, zynisch und kalt. Keine Rettung hier, ich komme mal bald. Hier ist im Weg, das wird knapp. Ein Schuss von mir, dann sind sie ab. Den See am Platz, für nur einen Plan. Wer sich gestellt, steht schon am Rand. Ironie pur, das ist mein Ding. Gegner für Gegner, was für ein Swing. Nicht persönlich, nur präzise Klarheit. Hier ist es wahr, eiskalte Wahrheit. Gegner Grüße, scharf und frei. Ein Abschiedsgeschenk, dann ist vorbei. Ein Agent im Einsatz, zynisch und kalt. Keine Rettung hier, ich komme mal bald. Gegner Grüße, scharf und frei. Ein Abschiedsgeschenk, dann ist vorbei. Ein Agent im Einsatz, zynisch und kalt. Keine Rettung hier, ich komme Lassen mal Sie Isaac bald. diese Teile scannen. Scheiße! Leg fest! In den Schatten verborgen, da bleib ich still. Jeder Schritt leise, das ist mein Drill. Der Held, der Schatten, unscheinbar hier. Doch Dezi bleibt wachsam, ich bleib zu Ziel. Held der Schatten, kein Name, kein Ruhm. Ein Agent im Verborgenen. Ich schicke ein Bergungsteam. Nehmen Sie Kontakt auf und das war's dann. Komponenten identifiziert. Verwendungszweck Raketenbau. Sie müssen eine Ummantelung aus dem Museum verwenden. Wenn Sie sie mit einem Sprengkopf und einem Antrieb versehen, brauchen Sie nicht mal mehr ein Leitsystem, um das Weiße Haus oder eine Siedlung zu treffen. Es sollte eigentlich klar sein, aber wenn Sie Raketen herumliegen sehen, stellen Sie sicher, dass sie nicht mehr benutzt werden kann. Ihr genau. Die Nacht ist mein Zeuge, im Dunkeln ganz rau. Von Dach zu Dach mit schweigendem Schritt. Datenbanktreff verweist auf Bezeichnung LMR-90. Das ist dann wohl die Rakete. Ein Leben im Bitte neutralisieren Sie das verdammte Ding. Mit allen Mitteln. Verdammt, das Bergungsteam ist gerade auf diese Verstärkung getroffen. Wir brauchen Unterstützung.
Betrieb und sie haben eine Menge Nachschub verloren. Und die Siedlungen können diese Werkbänke und Werkzeuge gut gebrauchen. Also war heute insgesamt ein guter Tag. Ein Leben im Dunkeln, der Agent allein. In Schatten verborgen, so muss es wohl sein. Kein Heldenmarsch, nur stiller Klang. Prioritätszellen verfügbar. Der Held der Schatten, der letzte Gang. Held der Schatten.